Also ganz ehrlich, ey, dieses dämliche AP-Roulette-Prinzip geht mir dermaßen was von einer Senkel, hey, das gibt's gar nicht. Ja Leute, willkommen zurück hier bei Yu-Gi-Oh! 5D's Master of the Cards. Naja. Im letzten Part haben wir noch gegen Hunter Peace, wie auch immer, gefightet, einen Total Plug gemacht, der glaub, kaum 4 Minuten gedauert. Und haben uns dabei auch noch den schwarzen Rosendrachen, also den Booster Pack, ergattert. Und ja, wir behaupten, es wird Zeit, unser Deck noch mal ein bisschen aufzufrischen, wa? So, wir müssen noch ein bisschen AP-Roulette zocken. So, nochmal 2. Alter, geht's ein bisschen schneller. Komm schon, die 4. Wo ist die 4? Ich will die 4. Mann, ey. Die 4, die 4, die 4. Ich will die 4. Ich würfle und ich drehe wohl natürlich nur die 3. Na, das gibt's nicht, hey. So, jetzt reißen wir langsam. PDA, dann gehen wir mal in unser Deckmenü und gucken mal, was jetzt an neuen Karten so alles machbar ist in unserem Deck. So, unser Deck also mal ganz kurz sortieren und zwar nach, nicht Eigenschaft, sondern nach der Stufe natürlich. Was? Dann halt sortieren, so, Stufe. Okay, sind eigentlich ziemlich starke Monster hier. Kann man es mal so behalten. Breaker ist sicher mal drin. DD-Krieger ist auch nicht schlecht. Gebieterische Ritter auch. Also, wenn man vielleicht noch rausnehmen könnte, wird der Explodierdrache. Hat zwar einen coolen Effekt und so, ganz klar. Aber ich meine, braucht man den wirklich in diesem Deck? Naja. Trebons lasse ich mal noch. Sind eigentlich coole Monsterkarten bezüglich den ganzen Effekten und dem Synchronisieren. Gut, nehmen wir den Explodierdrachen raus. Und Zauberkarten hier. Naja. Na egal. Mache erstmal hier die Monsterkarten. Erstmal Synchro rein. Zack. Wir machen noch einen schwarzen Rosendrachen, den strategischen Unteroffizier. Und Typ Unterwelt, aber sowieso kein Synchro, oder? Ja, gut, für das Resonat hätte ich zwar. Was kann denn die Karte? Ansonsten gegen den Kampf zerstört Friedhof legen, kann es bis zum Ende fast. Und sofort nach einem angreifen. Oh! Doch, der kann was, der kann was. Stacklegen, die Königin der Dornen. Und Typ Pflanze, nö, dann besser nicht. Den noch, zack. Den schwarzen Rosendrachen, so 7 Monster im Deck, also 7 Synchromonster natürlich mal. Ganz cool, nehme ich mal die Effektmonster noch. Und sortiere sie dann mal nach Power. Wobei ich glaube, irgendwie Neuheit wäre besser, oder? Also der Karten geht nicht, Symbole, verboten, limitiert. Aber doch, wieso nicht? Gut, genau, da haben wir ja schon den Zeichen verbreiteten Zombie. Und seine Karte in der Hand. Alter, der Effekt ist so geil. Mir fehlt so immer noch ein bisschen Support, das weiß ich auch, Leute. Was willst du da machen? Ist momentan noch ein bisschen doof, dass ich noch nichts habe, um mein Deck ein bisschen schneller zu machen, wie eben mystische Tomate und so weiter. Das wären schon ganz coole Karten und sonst. Oh, nur diese Empfänger habe ich gar nicht gesehen vorhin. Stufe 4. Ich pack's mal ins Deck, nachher kann ich eben noch wieder aussortieren. Samurai-Schwert Baron. Wenn man Gegner kontrolliert, dann sind die offenen Angriffsposition natürlich. Alter. Ja, ist auch so ein geiler Effekt im Prinzip. Oh, wir gehen mal in Karten aus, ich glaub's nicht. Ja, aber sonst eher weniger, war. Den Rest kann halt mal knicken, so ist es momentan noch gut. Da gehen wir mal in die Kategorie mit den Fallenkarten. Nicht Fusion. Falle, so, dankeschön. Und gucken hier noch die Statue oder Abrundung von Anubis. Wäre zwar cool, aber das ist zu selten der Fall leider. Bodenklappenfalle, wenn der Gegner wieder mehr Kanten in der Hand hat. Wenn ich das Besitz zurück, ja, auch ein bisschen zu doof noch. Ryoku-Feld, nee. Mir fehlen noch die ganz guten Fallenkarten, Mensch. Bambusabfall, bedauerliche Wiedergeburt. Oh, die wollte ich ja. Dankeschön. Vielleicht einen kleinen Hinweis. Dann haben wir. Nee. Schatz des Pharao. Moment mal. Der Schatz von Athen? Ach nee, ein anderer Pharao gewesen.
Naja, habe ich gerade das Wahre. Gut. Nochmal Kartenrand, dann irgendeine Zauberkarte noch gucken. Andere Wohltat, komm schon. Hä? Geht's sogar? Kann ich dazu... Ja? Wie jetzt? Ich kann das Deck spielen? Okay, ich glaube, die Verbotenliste zählt hier nicht. Kann das sein? Alter, vielleicht auch erst jetzt. Mensch. Egal, ich teste jetzt einfach mal, weil die Karte ist so geil, wenn ich die ins Deck nehmen kann, das wäre so der Hammer. So, egal, nochmal ganz kurz filtern. Entschuldigung dafür, Leute, weil ein bisschen vorschnell, ich weiß. Zauber. Sortieren nach Boden limitiert. Gut. Brauche nicht. Lange bereits. Gut. Aber ich habe noch irgendwelche neuen Karten. Oh, ich sehe es natürlich nicht mehr in neuen. Genau. Letzter Counter haben wir noch etwas. Und der Rest... Noch nicht wirklich, wa? Ritterwappen. Ritterschlag natürlich. Stilles Verhängnis. Normales Monster. Ja, das ist das Problem, ey. Normales Monster, wieso ein normale? Mensch, ich habe kein normales Monster mehr im Deck. Was soll denn der Mist? Sortieren nach Kartenrand. Dankeschön. So, ich habe also 14 Sub im Deck. Das könnte ein paar zu viel sein, wa? Was nehme ich denn da raus? Kosten vielleicht aber zwar im Deck, aber habe es noch nie eingesetzt bis jetzt. Ich kam irgendwie auch nie dazu, oder? Jetzt ist schon eine geile Karte, aber ich habe irgendwie nicht die richtigen Monster dafür. Wobei. Nee, stimmt, habe ich eigentlich gar nicht. Okay, wieder raus. So, jetzt noch eine Fallenkarte. Bedauerliche Wiedergeburt, wenn man es nicht. Ist das schon eine coole Karte? Was mache jetzt? Was habe ich hier noch? Letztes Angebot. Wäre vor allem für Empfänger und so wäre schon echt geil noch. Ja. Die vielleicht, wa? 1000. Es ist zwar auch eine coole Karte, aber ich komme irgendwie selten dazu, die einzusetzen. Staubtornado. Eigentlich eher besser. Gigibrecher, auch cool. Magischer Abfluss. Also das ist eine Karte, je nachdem kann sie total hilfreich sein oder aber sie hilft dem Gegner und das ist natürlich auch ein bisschen doof. Das gilt nur bei normaler Flip-Beschwörung. Ist die Zeit wohl echt schon gekommen für die Fallgrube. Na, komm raus damit. So, jetzt die Monster. Das wird mal ein bisschen anders sortieren. Moment. Also dann, so, die Krieger legen wir so drin behalten, weil ich, wobei, Erdemon zum Typ Krieger. Mir fehlt einfach das Speed hier, kannst sagen, was du willst. Wenn ich einen DD-Krieger rufen kann, Geschützturmkrieger. Ja, und sonst? Elfenschwerkämpfer, okay, der noch. Moment mal, was ist denn gerade mit dem... Hä? Wieso habe ich ihm noch... Achso, aber das hat Zauberkann reingelegt, stimmt ja. Das war ja etwas, was er noch machen wollte. Okay, ein Zauberkann muss raus, 2 Mons müssen raus. Ja, eine Minimum, raus bist du. Zauberschläger. Es ist immer die Qual der Wahl, Leute. Ja, es ist immer so. Die mal nach Ting sortieren, nach, so natürlich, nach Stufe. Das war jetzt mal so ein bisschen leichter natürlich. So, Breaker, da muss eigentlich, Heimlicher Vogel, das ist auch eine coole Monsterkarte. Und ist mittlerweile noch, Roskrieg in der Rache. Jetzt haben wir Reichschwertbaron. Ja. So ein Empfängermonster noch. Ach Mensch.
2 müssen raus, wa? 2 müssen raus. Stachelschraubenigel. Leute, ich habe langsam ein Problem. Was mache ich jetzt? Ich kriege leider einödig. Ich weiß, ich kann das Deck auch so lassen, weil 43 ist nicht so viel. Aber vom Verhältnis her. Was habe ich denn da? 22 Monster, 21 Zauberfallen. Trotzdem wäre es ein bisschen überfüllt. Wenn es geht, eher weniger. Okay, Zauberschläger raus. Wieso weiß ich jetzt auch nicht, ich habe jetzt ein bisschen nach meinem Bauchgefühl. Versuche es zumindest mal. Ich war da sicher mal drin. Sasuke Samurai ist eigentlich auch ganz... Ja, kaum auch was. So. Das mal. Oh Leute, aber das geht gut aus, was ich hier treibe. Jetzt kann ich nochmal. So, Mangel Stein ausgraben. Die Karte kann mir echt, oder können wir echt noch nachschreiten. Aber nachladen, okay, den Deck hinzugefügt hast. Riesentornado. Bei uns Drachenseelenschwert, oder? Das war 700, ist man dem Draches gegen am Ende fast zerstört. Okay, okay. Tschüss, Drachenseelenschwert. So, jetzt reicht's aber. Bin fertig, ja. So, Leute, bin mal gespannt. Ich hoffe, das klappt auch mit der freundlichen Volte, ob ich die wirklich im Duell einsetzen kann. Ja, wir sehen es gleich. Aber erstmal ein bisschen bewegen noch. Gehe ich mal unten durch. Yeah, Mann, yeah. Na, rangeschenkt. Jupp, unser neuer Gegner. Oh, der links kommt auch schon. Der Transcender, Besuch aus dem Jenseits. Ach du Scheiße. Wenn's gibt, bitte erst noch ein bisschen trainieren, wa? Manchmal nervt mich das. Nach all dem Üben bin ich immer noch nicht gut. Warum alles in der Welt bin ich duellant geworden? Aber hier habe ich etwas entdeckt. Das Gefühl von Spannung von einem Duell. Dieses Gefühl lässt mich weitermachen. Also lass mich gegen dich antreten. Ich werde es dir nicht gleich machen. Los, duellieren wir uns! Naja, beruhig dich mal. Immer so voller Tatendrang. Ach, die Jugend. So, Steinschere Papier. Ja, toll. Oh. So, ausgetrickst. Mann! Der mich Hawaii. Oh. Autsch. Na, supi. Na dann. Zeit für ein Duell. Den Unbekannten. Außerirdisches Leben. Och nö. Ein außerirdisches Deck. Da mal gucken. Okay, eine Karte verdeckt. Und dann noch ein Monster im Verteidigungsmodus. Dein Zug, Alter. Ich hoffe doch mal, ich habe doch nicht die falschen Karten auf den Friedhof gelegt. Wäre zumindest ein bisschen doof. Was ist denn das? Voll die Würmer, ey. Alter. Angriff der Würmer oder was? Schön Schrank auch. Oh nein. Mit so viele Angriffspunkte. Oh. Leute, ich habe kein Monster mehr. Und da hat aber nur Tribunmonster. Ach du Scheiße. Bitte Herzerkarten sei mir holt. Ah, dankeschön. Bis zum... Kann aufgelöst wird, der Gegnerspieler Monster kontrolliert auf dem Friedhof, bis nur noch ein Monster von einem Typ kontrolliert. Okay, ich lass mal noch. Okay, wird Zeit. Was ist das für eine Karte? Der Spieler denkt, Monster kontrolliert auf dem Friedhof, bis nur Monster von einer Eigenschaft kontrolliert. Kann Spieler Monster von verschiedenen Eigenschaften kontrollieren. Nee. Jetzt reicht es mir aber endgültig.
Das ist genug, Kumpel. So, tschüss. So, ein Typus geht noch, aber der Rest war mir jetzt ein bisschen zu viel des guten DD-Krieger. Im Angriffsmodus. Und dann kommt der Geschützturmkrieger wieder mal zum Zuge. Da ist auch schon mein mächtiges Monster. Na dann, Geschützturmkrieger. Erledige seinen dämlichen Wurm. Also Wurm X. X6, Entschuldigung. Tschüss. Was ist das eigentlich für eine Karte hier? Wurm herbeirufen. Achso. Und in dem Fall so, mein Zug beendet. Zumindest mal fürs Erste. Bin mal gespannt, was er jetzt macht. Wurmchagan. Nee. Was? Total fies. Wurmtentakel. Oh. Hehe. Nee, muss es sein. Scheiß Würmer, ey. Uah. Was ist das für ein dämliches Deck? Alter, jetzt reißt er langsam mal. Was schon? Nein, der kann zweimal angreifen. Oh. Leute, meine Siegesserie ist in Gefahr. Was? Oh mein Gott, never eine Starthand. Okay, jetzt muss ich aber schnell eine neue Karte ziehen. Komm mal schnell. Freund Revoltat, es gibt doch noch was Gutes. Ich aktiviere Freund Revoltat. So, zieht 3 neue Karten und legt dann 2 ab. Geil, er ist ein Krieger, gut. Lege mal Zaborg ab und dann noch ihn, weil ich kann doppelt zurückholen. Nee. Staubtornado, brauche vielleicht beide wieder. Ja, das ist natürlich die Qual der Wahl. So. Und dann jetzt Zeit für meinen feindlichen Mega-Cyber. Im Angriffsmodus. Tja, da guckst du doof, was? Na dann, mein mächtiger Mega-Cyber. Vernichte sein Wurmtentakel. Nö, ab. Sein Wurmchagan. Scheiße. Tja, Pech gehabt. So, es läuft doch bereits wieder alles rund, so wie es soll. Mit einer Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Ich weiß, Leute, hätte auch Rückkehr des Krieges noch spielen können. Aber ich will das noch ein bisschen auf Reserve behalten, falls gleich mein Mega-Cyber vernichten sollte. Ja, bravo. Hallo? Was ist gerade? Nun gut, Zeit für meinen Staubtornado. Sag Tschüss in einer Fleckenkarte. Was hast du denn überhaupt? Schadenskondensator. Oh, klingt nicht gut. Spalt behalte ich mal lieber noch. Und aktiviere jetzt mal Rückkehr des Kriegers. Und hole meinen DD-Krieger zurück auf die Hand. Sehr gut, sehr gut. Und dann rufe ich ihn mal in Angriffsmodus. Back to the game. Nun dann, Mega-Cyber, vernichte sein verdecktes Monster. Was zum... Oh, da war eine Power. Was? Oh. Damit war es besiegt. Jetzt reißt mir aber langsam mal mit diesen unverschämten Typen, hey. Mein Zauberkarte Spalt macht Schluss damit und tschüss. Alter, was für ein Monsterviech, ey. Das gibt's ja nicht, hey. So, Zug beendet. Ich hab so langsam eine Feldkontrolle, aber gewonnen habe ich noch lange nicht. Ich rufe einen Wurm. Okay. Und was kann der jetzt? Nix. Der kann nix, haha. So, sehe ich mal wieder. Magischer Abfluss. Vielleicht schon bald mal. Aber erstmal kommt hier mal wieder mein Mega-Cyber zum Zug. Greif an. Und jetzt DD-Krieger. Direkter Angriff.
Sehr schön, sehr schön. Dann lege ich noch eine Karte verdeckt ab. Und übergebe wieder mal an den guten alten Roy. Oh. Was? Also mit Schnell noch lange nicht, Freunde. Noch lange nicht. Aber sieht momentan gut aus. Er sieht sogar stark aus. Na dann. Nachladen. Könnte ein bisschen zu früh nachher sein soll, aber egal. Dann rufe ich mal einen Spezialbeschwörer, einen Geschützturmkrieger. Zeige ich mein mächtiges Monster. Na dann, Geschützturmkrieger, Mega Cyber. Haut ihm voll 1 aufs Face. Ja, nochmal, komm schon. Ich will ihn nie mehr sehen. Sehr geil. Na dann, Leute, noch eine Karte verdeckt setzen. Und mein Zug ist mal beendet. Ich hab schnell aufgeholt. Lalalala. Na, was macht er jetzt? Ich rufe meinen Wurm. Wurm 6. Aber auch der kann überhaupt nichts. Tja, schade für dich, Kumpel. Dann wollen wir mal. Alles sind noch doofe Karten. Ich aktiviere Nachladen. Komm schon, ich will ein Synchromonster. Natürlich ein Empfängermonster. Stufe 2 am besten. Ja, so zur Stufe 2. Achso, wegen seinem dämlichen in der Karte dort. Kann ich ihn nicht rufen. Ach, was soll's. Mega Cyber. Greif ihn an. Attacke. Und nun Geschützturmkrieger direkt Angriff. Erledige ihn, den dämlichen Roy. Oh, die Wurmplage abgewehrt. Meine Fresse. Was? Lebenspunktausgleichbonus 20 DP bloß. Wie kacke. Viel mehr sein müssen. Hey, irgendwann noch stark. Geil, Mann. Bis bald. Ja, bis bald. Hilfe. So, mal gucken, was habe ich noch Schönes? Gar nichts da, oder wie? Nö, gar nichts. Okay, Leute, dann müssen wir mal ein bisschen zu drehen, das Roulettchenlein. 5 DP, nochmal ein bisschen zu wenig, noch einmal. Und dann werden wir uns im nächsten Part dann dem Transcender widmen. Oh, das könnte heikel werden, vor allem in diesem Deck. Ja, es hat noch großes Potenzial, Freunde, aber ob das auch ausschöpfen kann im nächsten Part, das ist dann wohl eine andere Frage. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.